So hat das jetzt nicht gefühlt. Ah, macht nichts, machst einmal nochmal schnell. Wir probieren das erste Mal gemeinsam Bikepacking aus. Und in diesem Video zeigen wir euch ein paar Eindrücke davon. Am Ende gibt es natürlich ein Fazit, ob das cool ist, ob das was für euch ist und ob wir es nur mehr machen würden. Also, let's go! Zuallererst haben wir uns einmal die Frage gestellt, wo können wir überhaupt hinfahren und wo macht es mit dem Fahrrad am meisten Sinn? Dafür haben wir gleich mal nachgeschaut, wie viele Radwege es bei uns in Oberösterreich eigentlich gibt. Spoiler, doch einige. Chapeau Landesregierung an dieser Stelle. Da wir zu Beginn noch nicht ganz gewusst haben, wo und wie lange wir unterwegs sein werden, haben wir einmal entlang der Traun, dem R4 und R6 Radweg begonnen und sind dann mehr oder weniger Richtung Salzburg geradelt. Ab der Mozartstadt ging südlich den Tauernradweg entlang bis zum Ursprung der Salzach in Krimml, über den Gerluspass hinunter ins Zillertal und dann den Inntalradweg über Bayern fast bis nach Hause. Quasi fast alles auf Radwegen. Richtig cool. Wir haben dabei 608 Kilometer und 4069 Höhenmeter in 37 Stunden Fahrzeit zurückgelegt. Das entspricht 67 Kilometern am Tag, 450 Höhenmeter am Tag in 4 Stunden und das bei 16 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit. Ja, 9 Tage richtig viel Radfahrspaß. Aber wie ist es uns dabei eigentlich ergangen? Naja, wer Bikepacking wie wir mit dem wenigsten Komfort machen möchte, hat neben dem schwer bepackten Fahrrad auch eine sehr lange Liste an Aufgaben, die tagtäglich erledigt werden müssen. Nach einer wohl eher durchwachsenen Nacht, teilweise im Zelt, wird gleich am Gaskocher das Frühstück zubereitet, während die Ausrüstung einfach einmal auslüftet. Der Einfachheit halber gibt's Porridge und Kaffee. Das aber dann jeden Tag. Frei nach dem Motto, muss nicht schmecken, muss wirken. An dem Platz da haben wir sogar Strom und Tische gehabt, also wirklich mega Luxus, gibt's nicht überall. Dann wird routinemäßig zusammengepackt und alles in den Taschen verstaut und unser Drahtesel wird bepackt, bevor es dann an die ersten Kilometer des Tages geht. Ja, während die ersten 3 Tage eher gemütlich waren, ist es dann ab Golling immer wieder bergauf gegangen. Laura, wie fühlst du dich? Ich hasse Steigen. Mann. Aber ich fahr gerne um. Der Tauernradweg hat's wirklich in sich. Ist aber voll schön. Da oben ist eine Pause. Ja, während natürlich flache Stücke zwar weniger anstrengend sind, gefällt es uns in den Bergen insgesamt schon besser. Jeder Antritt ist zwar mühsam, aber am Ende lohnt es sich einfach. Die Hauptschwierigkeit besteht tatsächlich für uns darin, sinnvolle Aufnahmen am Fahrrad zu machen. Seht's aber. Tja, Kamera muss man noch holen, oder? Unser Highlight war dann natürlich schon die lang ersehnte Mittagspause. Dank unserem dichten Supermarktnetz findet man am Weg eigentlich immer was zum Einkaufen. Und wenn nicht, gibt's Energy Gels vom Decathlon. Die schmecken nämlich auch ziemlich gut. Hui! Ich bin gerade ein bisschen low. Da hilft mir Energy Gel. Hey Laura, 5 Dinge, die du beim Bikepacken geil findest. Einerseits das Freiheitsgefühl, wenn man einfach nur dahin radelt, dann isst und dann schlafen geht. So einfach dieses einfache Leben. Eine Sache, die du beim Bikepacken nicht so feierst. Dass meine Haare jeden Tag komplett angeschwitzt sind und das eigentlich jeden Tag waschen müssen. Das wichtigste Utensil, das wir dabei haben. Ja, okay, schwierig eigentlich das Radl, aber ein unerwartet geiles Utensil. Unerwartet geil. Definitiv das Trikot von Van Riesel. Ja, wir haben uns ja beim Decathlon extra neue Trikots geholt. Wir haben hinten voll viele Taschen, das ist echt praktisch. Und man kann es auch gut am Abend kurz durchwaschen und sie trocknen voll schnell. Und sie schauen geil aus. Ausstattung ist natürlich das A und O bei so einer Tour. Wir haben uns diesmal beim Decathlon eingedeckt. Also es fängt wirklich an bei den Flaschen, ganz basic. Unsere schicken Trikots, die habt ihr schon in die ganzen Aufnahmen gesehen, die sind wirklich toll. Ich finde auch die Taschen hinten eigentlich perfekt, so wie man es braucht. Da habe ich mir eine ganz neue Bikepacking-Tasche geholt. Super Volumen, kann man nur sagen. Also kriegt man wirklich alles rein. Jetzt ist es gerade nicht so schön zu, wie es sein könnte, aber die ist top. Kombiniert mit alten Taschen, die wir uns ausgepackt haben im Sinne der Nachhaltigkeit. Da haben wir noch so eine kleine Tasche da. Da vorne haben wir noch eine ganz wichtige Tasche, die
haben wir beide. Das ist irgendwie geil und hat man halt voll schnell die Sachen da, die man so braucht. Wie nennen wir die? Das ist der Quick Draw. Ich habe auch noch da so eine ganz einfache Gummihandyhalterung, ebenso vom Decathlon. Meine Handschuhe sind auch vom Decathlon, die sind schon älter tatsächlich und schauen schon so ein bisschen aus, aber sind eigentlich auch ideal. Und ich glaube, das war's. Ich habe das Ganze genutzt und mir natürlich einen neuen Helm gegönnt. Ist wichtig, gerade bei solchen Touren, dass man einfach einen super Helm hat, der einen schützt. Und ich bin sehr zufrieden damit. Und dein Trikot ist Trikot. so schön. Ein Mix aus neu und nachhaltig. Sagt, man muss nicht immer alles neu kaufen, aber der Decathlon hat alles, was man braucht, wenn man was braucht. Und wie finden wir das Preis-Leistungs-Verhältnis vom Decathlon? Qualität muss nicht immer teuer sein. Ja, und nachdem wir fast ausschließlich an Radwegen entlangfahren, gibt es immer wieder Möglichkeiten, das Wasser aufzufüllen oder auch das Fahrrad zu servicieren. Da hat man bei uns in Europa echt ein Glück. Also entlang der Radstrecken gibt es sehr oft so Reparaturteile, wo man Luftpumpe verwenden kann, verschiedenste Werkzeuge hat. Richtig cool, man braucht eigentlich fast kein Zeug mit. Sollte man auf jeden Fall mitnehmen, aber man hat auch am Weg die Möglichkeit. Richtig cool. Ja, und am Ende des Tages freut man sich wohlbehalten am Campingplatz anzukommen, das Zelt wieder aufzubauen und ein leckeres Abendessen zu kochen. Gerade weil es so viel zum Tun gibt den ganzen Tag, haben wir uns da auf die fertigen Menüs von Decathlon verlassen, die wir schon von Gran Canaria kennen und lieben. Haben wir ja letztes Mal auf Gran Canaria schon mitgehabt, diese Beutel, und sie sind echt geil. Da freut man sich wirklich aufs Abendessen. Dann hast du eigentlich nur mehr erschöpft einzuschlafen, weil am nächsten Tag beginnt derselbe Spaß wieder von vorn. Wir sind wieder daheim. Das heißt, wir haben es geschafft. Wir haben unsere erste gemeinsame Backpacking-Rundreise gemeistert und wie wir am Anfang gesagt haben, wir geben euch jetzt nur ein Fazit. Und zwar waren wir insgesamt einfach extrem begeistert. Ich war ehrlich gesagt am Anfang ein bisschen skeptisch, wie es mir taugt, jeden Tag so viel Radl zu fahren. Aber es ist tatsächlich von Tag zu Tag besser geworden. So schön. Hallo. Also Autofahren ist Arsch, aber es ist so schön. Ja, und insgesamt muss man sagen, es gehört dann doch gar nicht so viel dazu, wie man eigentlich glaubt. Man ist das Team dann relativ schnell eingespielt, man weiß, was jeden Tag zu machen ist. Und ja, jeder Tag rennt irgendwie gleich ab, aber im Endeffekt ist es trotzdem einfach cool, sowas zu machen. Wichtig aber, die Gegend, in der man das macht, ist der entscheidende Faktor. Wir haben jetzt so die letzten 2 Tage in einer eher langweiligen, flachen, eintönigen Gegend verbracht und da macht es natürlich sehr viel weniger Spaß als in den Bergen, wo wir uns am wohlsten fühlen. Da gibt es natürlich einige Höhenmeter zu meistern, das darf man dann nicht vergessen. Aber was sagt ihr? Würdet ihr Bikepacking machen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare und sagt uns vielleicht da, wo wir als Nächster hinfahren sollten zum Bikepacken.